Es gibt positive Sachen, aber es gibt auch negative Sachen. Und zwar... Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich eure Fragen beantworten. Auf Instagram habe ich euch ja gebeten, dass wir Fragen schreiben. Und das haben wir gemacht und heute werde ich sie beantworten. Wie viele Apps hast du auf deinem Handy? Ja, wenn man das ganze Handy nimmt, habe ich 142 Apps. Ja, ich habe die Frage schon mal durchgelesen und musste zählen, weil in meinem Video war es viel zu lang gegangen. Kannst du mal ein Video posten, wo du singst oder und Gitarre spielst? Ja, das kann ich machen, einfach, das wisst ihr, ich bin nicht perfekt im Singen. Gitarre spielen, ja, es sind einfach angehört, das ist eigentlich nichts schwer dran. Aber Singen ist halt schon schwieriger und ich bin halt auch nicht richtig gut. Aber ich kann es mal machen, ich will einfach entscheiden, ob ich es auf Instagram oder auf YouTube aufladen, ja, dann das Video. Was willst du mal werden, was für einen Beruf willst du gerne mal haben? Und zwar würde ich gerne mal Konstrukteurin werden oder Primarlehrerin. Das fand ich noch cool. Und wenn etwas aus YouTube wird, vielleicht auch YouTuberin. Wir wissen nie. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Weil man mich kennt, ich bin eine, die immer happy ist. Ich bin selten traurig oder keine Ahnung, jetzt auf gute Laune. Zum Beispiel Montag, da sind nicht die meisten so in Topform. Mit wem verstehst du dich am besten im Hip-Hop? Ich gehe 3-mal in der Woche ins Hip-Hop, also Montag, Mittwoch und Freitag. Verstehe mich mit allen gut, also mit Bahnen mehr, mit Bahnen weniger. Habe ich noch andere Fragen von einem Fragebogen-Dings da. Was hat sich im Alltag geändert mit meinem Hund? Also es gibt positive Sachen, aber es gibt auch negative Sachen. Und zwar, die positiven Sachen sind, dass wir mehr in der Natur machen und halt auch so mehr mitbekommen, was so in der Natur läuft, wie alles so aufwächst und dann, dass wir auch zum Beispiel mehr Sport machen, weil wir gehen ja täglich laufen mit Lola ein paar Stunden. Ja, mehr oder weniger. Und die negativen Sachen sind zum Beispiel, wenn wir mal in einem Europapark wollen, ja, also meine Familie, und da kann man halt mit Lola halt immer abgehen. Oder wir können nie wirklich alle zusammen an die Fasnacht gehen. Okay, wir können sie daheim lassen, aber das ist auch ein bisschen ungerecht für den Hund gegenüber. Also die nächste Frage ist, mit wie vielen Jahren hast du angefangen Skifahren, Snowboard fahren? Also ich fahre ja beides. Ich habe mit ungefähr 4, 5 habe ich angefangen Skifahren. Ich bin jetzt aber auch mit der Skischule fertig. Also ich bin in der Skischule in Grächen und jetzt bin ich halt fertig. Ich habe die schwarze abgeschlossen. Es gibt so Einteilungen von Farben. Ich könnte jetzt eigentlich bei der Snow Akademie weitermachen, wo ich könnte dann auch Ausbildung für eine Skilehrerin machen und so, aber nein. Dann Snowboardfahren habe ich ungefähr mit so 10, 11, 12 so um die. Also ich bin mal einen Nachmittag gesehen, habe es toll gefunden, halt das Wakeboard fahren und das Waveboard fahren und das Skateboard fahren, also das Skateboard, Pennyboard fahren. Habe ich halt gelernt, immer noch die Stabilität zu heben. Nach welchen Kritiken hast du deine Brille ausgesucht? Also, wie ich es verstand, also ich habe Brille genommen, weil es gibt doch immer die weiße Wandtafel vorne bei der Schule. Es hat halt so einen Projektor, der halt ein Bild an die Wand halt projiziert. Wenn ich hinten sitze, dann sehe ich es halt nicht immer wirklich scharf und so. Dann haben wir halt auch einen Augentest gemacht und dann hat es auch geheißen, dass ich eine Brille brauche. Und dann haben wir gedacht, ey, wir holen dir doch eine Brille. Dann, wo würdest du wohnen in ein anderes Land, wenn du müsstest? Also dann würde ich sehr gerne nach Gran Canaria wohnen. Tag oder Nacht? Ich entscheide für Tag. Lieblingsessen, Pasta mit heftig viel Käse und Lasagne. Und willst du wieder mal ein Video machen, wo du irgendwie draußen bist oder so? Ja, das würde ich machen. Ja, halt so Vlogs. Und mit den Holly-Vlogs höre ich auf, weil es ist einfach zu schwierig, weil wenn man möchte etwas machen und halt keinen Plan hat, was man in diesem Video machen kann, dann ist es halt für euch extrem uninteressant. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ihr könnt immer wieder folgen mit dem Hashtag #Leonie unten in den Kommentaren schreiben, egal in welchem Video. Und ich werde sie euch beantworten, wenn ich dann wieder genügend Fragen habe. Folgt meine sozialen Medien, die werdet ihr nachher im Outro sehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!